in Deutschland geboren und aufgewachsen und noch nie saure Redle gegessen. Die habe ich sogar selbst gemacht. So, meine Freunde, ich habe so das Gefühl, das Rezept heute wird besser schmecken als das Rezept gestern. Ist ja auch nicht so schwierig. Auf jeden Fall werden wir erstmal die Kartoffeln weich kochen. So, Leute, mir bereitet jetzt die Mehlschwitze vor. Dafür habe ich jetzt Butter aufgewärmt. Genau, wenn es so brustelt, mache ich da ein wenig Mehl rein. Ist das genug? Also, Gemüsebrühe. Ah, heiß! Kommt noch ein Schuss Weißwein rein. So, das Ganze wird jetzt umgerührt. Jetzt mal ein bisschen mit Salz, Pfeffer, Nelken. Ich muss schon sagen, ich fühle mich gerade richtig deutsch mit den ganzen fancy Gewürzen. Also ein Lorbeerblatt kommt auch noch rein. Weißweinessig kommt auch noch rein. Wow. Boah. Aber hallo, das schmeckt ja richtig gut. Hab ich das gemacht? Das schmeckt richtig deutsch, Leute. Ich muss, glaube ich, gar nicht mehr nachwürzen. Das ist perfekt. Und das Ganze wird jetzt noch für weitere 15 Minuten gekocht. In der Zwischenzeit schälen wir die Kartoffeln. Oder im Schwabenländle sagt man dazu, glaube ich, Brombeere. Die gekochten Kartoffeln werden jetzt noch in dünne Scheiben geschnitten. Jetzt, wo ich die Kartoffeln so schneide, soll ich mal einen schwäbischen Kartoffelsalat machen, Leute. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würstchen wurden gekocht und die schneiden wir jetzt in Scheiben. So, die Nelken und das Lorbeerblatt habe ich rausgefischt und jetzt kommen die Kartoffeln rein. Oh, ich habe einfach vergessen, eine Kartoffel zu schneiden, ey. Und jetzt kommen die Wurstscheiben rein. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen und dann machen wir den Taste-Test. Das hat Diana Müller gekocht. Mein Mann hat schon probiert und meinte, das schmeckt echt gut. Also, wir sind gespannt. Cheers! Also, das ist mein Cup of Tea. Richtig soßig. Das ist eine gute Empfehlung.